Alles klar, Leute, da sind wir wieder zurück bei Pokémon Sonne-Mond. Sprich natürlich vor allem bei Mond wieder. Zurück in unserem alten Team, Team Nummer 1, wenn man so will. Und ja, storymäßig sind wir relativ gut vorangekommen. Und jetzt würde ich sagen, ist wohl der nächste Zeitpunkt, dass wir uns wieder auf die weitere Reise begeben. Wegen Inselkönig und so. Dementsprechend wäre wohl das Ziel, dass wir uns zur vierten, letzten Insel begeben. Jetzt, was mir gerade frage, kann ich irgendwie zurückfliegen und so. Das wäre schon ganz cool. Da fliegen wir ganz schnell hier hin. Ja, wir haben hier alles soweit gemacht, deswegen können wir uns eigentlich gut abhauen. Mal gucken, was noch alles erwarten wird. Übrigens, Leute, ja, auch hier bei Pokémon mittlerweile ist angekommen, dass wir jetzt hier auf dem großen DS aufnehmen, auf dem großen 3DS. Ich muss mal gucken, wie ich das wegen Bearbeiten und so weiter machen, wegen dem Aufnehmen. Weil mittlerweile wäre jetzt eigentlich so, dass ich im Prinzip in Full HD aufnehmen könnte. Bisher eigentlich immer in HD aufgenommen, nicht Full HD. Geht aus dem Weiter gar nicht. Hä? Interessant. Ja, in HD aufgenommen und dementsprechend noch hochskaliert auf Full HD. Das könnte ich jetzt direkt in Full HD machen, wäre natürlich noch cooler. Problem ist aber, ich habe noch etwa 4... Hier sind noch 2 Folgen, genau 2 Folgen. Storybedingt, die dann halt wieder in Sonne spielen. Die irgendwann vermutlich in 10, 15 Parts oder so etwas kommen. Und die sind halt noch auf dem alten 3DS aufgenommen. Deswegen, ob jetzt schon der Wechsel so klug ist und dann wieder zurück zu wechseln und so, muss mal gucken. Wie ich das am besten mache. Auf alle Fälle haben wir hier noch eine TM. Ne, nur ein normales Item. Keine TM, nur ein Item. Hypertrank, sehr gut. Aber ja, generell soll es eigentlich alles ein bisschen hochauflösender sein, vielleicht auch ein bisschen pixeliger, weil es halt so detailliert ist. Ich meine, ich könnte ein paar Filter drüber legen, aber ich muss erstmal schauen, was für Filter, weil die es jetzt bei der 3DS Capture Software dazu gibt, ja, die machen es zwar weicher, aber auch unschärfer. Und eigentlich will ich nur, dass es ein bisschen weicher wird, dass es nicht ganz so pixelig aussieht, aber trotzdem die hohe Auflösung bleibt. Versteht ihr? Deswegen, naja, gut. Wir wollen... Ne, UG war falsch, wie lange UG, oder? Wohin will der Michael? Weiß es selber nicht. Anlegestelle. Dahin will der Michael. Genau, perfekt. Jetzt haben wir hier wieder neue Trainer, Bauarbeiter und so. Gütern. Keiner will was von wissen, dass... ja, die Aether Foundation mit Team Skull zusammenarbeitet. Okay. Lassen wir das mal so. Achso, doch der hier, der ist immer freundlich. Oder die hier, oder welcher war es, der mich wieder zurückbringt? So ein Schiff hin. Hallo, Schiff? Ganz gewalt. Wo ist ein Schiff? Ja, linke Seite. Hey, nächstes Mal war es aber rechts. Crazy. So, Gladio können wir. Bereit? Ja. Alles klar. Geh, Michael, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Hey, da sind wir. Vierte Insel, cool, Mann. Die Insel Pony. Dorf des Seevolkes. Nachher Pony, die Insel war ja eigentlich relativ kurz. Es gab nicht sehr viel Interessantes, 2, 3 Dinge und das war es eigentlich auch schon. Tja, das ist Pony. Auf der Insel lebt so gut wie niemand, dafür ist die Natur hier aber umso üppiger. Ihr besucht am besten mal den Inselkönig, ja. Eine der Aufgaben des Inselkönig ist es, das Pony zu bewachen, wo dem legendären Pokémon gehuldigt wird. Sprich mit ihm, vielleicht weiß er was. Danke, Gladio, es hilft uns weiter. Aber eins lag mir die ganze Zeit schon auf dem Herzen. Ich muss jetzt einfach loswerden. Als du damals zusammen mit Null das Ätherparadies verlassen hast, bin ich ganz allein mit Mutter und ihren Problemen zurückgeblieben. Wenn mir Pia damals auf der Seite gestanden hätte... Es tut mir so leid, dass ich in dieser schweren Zeit im Stich gelassen habe. Ich konnte damals einfach nichts anderes denken, als Null zu beschützen. Aber du bist wirklich sehr daran gewachsen. Ich weiß, dass ich mich jetzt in guten Gewissens auf den Weg machen kann. Viel Erfolg auch beiden. Ciao, Mann. Ich bin cool, ich bin Gladio.
Du musst meinetwegen keine Sorgen machen, Michael. Ich weiß, was ich zu tun habe. Und, auch wenn sich das vielleicht komisch anhört, aber freue mich schon richtig darauf. Schön für Sie. Da wären wir, Pony. Ich lege dir gleich mal einen neuen Insel-Pokédex an. Bzzz. Du bist sicher gespannt, also neue Pokémon, die ich hier erwarte, Michael. Grausam. Das hier hätte das Dorf des Seevolkes, wir sollen uns ein wenig umsehen. Ja, wie bereits erwähnt, Ponys, ja, gibt nicht viel Interessantes. Aber es ist in vielerlei Hinsicht eine Insel, die ein bisschen anders ist als andere Inseln. Das kann man schon mal so sagen. Auch wegen Inselkönigen und Captains und so. Es ist hier, wie soll ich sagen, fast eine umgekehrte Reihenfolge. Unsere Tochter, die kleinen Kinder, ist immer scheiße mit denen. Okay. Der Mann, der Tochter mal zurückgekommen, hat wegen Snubbel angefangen. Also im Mathe zeigte, was damals, als er verfreundet ist mit dem Bild im Mal herum, dass bis völliges Knülk war. Ja, okay. Ja, die kleine Feen-Pokémon war. Snubbel. Ist eigentlich schon krass, war Snubbel mittlerweile ein Feen-Typ, wenn ich mich daran erinnere, dass Snubbel ja schon im ersten Pokémon-Film dabei war. Damals noch im Vorfilm, der Minifilm mit Pikachu. Ja, zusammen mit Meryl, oder? Waren, glaube ich, die ersten Johto-Pokémon, die so bekannt wurden. Klar, Togepi auch noch, das waren eigentlich die ersten. Und dann natürlich auch Lugia noch, kam relativ schnell dazu. Ich glaube sogar bei Lugia gab es sogar in den ersten... Der ersten Generation gab es sogar schon irgendwie Sprites zu Lugia. Weil eigentlich war ja Lugia schon vorgesehen, dass es in der ersten Generation auftreten würde. Sogar gerade schlecht aus. Pelipper. Das war ein Partner Peli, das Pelipper. Peli. Sind wir schnell mal Freude bestellt. Das Peli vergießt sich in eine andere Träne. Peli. Hey, das ist ein Stichwort. Dann schnell musst du zu weinen anfangen. Du bist ein schöner Partner. Peli. Immer macht Peli Faxen. Das soll jetzt nicht ein Problem sein. Stimmt. Jetzt wir mit leeren Händen gehen. Magma ist ihrer! Magma! Ja, aber bloß noch Magma. Und ein Electek wäre natürlich cool. Wir wären Partner. Ja. Magma, Electek, ich hab... Ja, gerne. Dankeschön. Magma, Electek, beziehungsweise Vorstufen, kriegt man die überhaupt hier in so einem Mond? Ich weiß gar nicht mehr. Ein Aerodactyl, aber ohne Megastein. Zu Urzeiten war es der Herrscher der Lüfte. Es wird allgemein angenommen, dass es infolge eines Kometenabsturzes ausstarb. Ach ja, die antiken Pokémon quasi, wa? Da ist meine PC-Box. Oder Typus, ja, Gesteinflug interessant wäre. Ich mal gucken, vielleicht kriege ich hier auf der Edition sogar noch den Megastein dafür. Mittlerweile gibt es ja sowieso nach und nach die ganzen Megasteine auch für Sonne und Mond. Ich habe ja halt bisher nur auf meiner Sonne-Edition vorgestellt, noch nicht auf der Mond-Edition. Ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie, wenn ich mal ganz kurz was anmerken darf, da war das schon damals bei XY so, da irgendwie Pokémon zu... Ja, Pokémon zu farmen, zu züchten und so zu trainieren für Competitive-Spieler und so. Hatte ich eigentlich bei XY nie wirklich Bock drauf und bei Sonne und Mond jetzt irgendwie auch nicht. Nur bei OAS hatte ich irgendwie wahnsinnig Bock drauf. Aber ansonsten, keine Ahnung, vielleicht liegt es daran irgendwie, dass die neue Generation nicht so spannend waren. Oder aber, ja, dass die Remakes ganz gut waren, keine Ahnung. Sie haben den Namen denn da? Willkommen. Pelipper? Wer ist das? Will er mich entführen? Wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Na, ich bin das Oberhaupt des Seevolkes. Jawohl. Jawohl? Bist du verwandt mit König Neptun aus One Piece? Jawohl. Ich halte den ganzen Haufen irgendwie zusammen. Jawohl. Des Seevolkes? Jawohl. Aber ja doch, schaut doch einfach mal um. Schiffe, überall Schiffe. Was glaubt ihr, was wir sonst machen, ja? Wir fahren seit Jahren die Meere der Welt, immer auf der Suche nach neuen Wundern. So fast so, als wäre irgendwie ein Captain oder der Inselkönig, ja? Wenn wir dabei was Seltsames finden, Seltenes finden, bringen wir es hier nach Halolo, um damit zu handeln. Jawohl.
In Häfen an der Insel mag mittlerweile mehr Betrieb herrschen, aber irgendwie zieht es uns immer wieder hierher nach Pony. Was bringt eure her? Sammelt ihr auch Bären so wie wir? Wir sind hier, weil wir den Inselkönig einen Besuch abstatten wollen. Dem Inselkönig? Wenn ihr ihn sucht, stattet ihr am besten der kleinen Hapu einen Besuch ab. Es gibt nur ein einziges Haus auf der Insel. Wahrscheinlich findet ihr sie dort. Hapu? Lass mal überlegen. Hapus Haus. Wer direkt davor sieht so ein grobschlächtiges Pampros. Das findet ihr also ganz leicht. So was. Hapu ist hier also hier auf Pony? Vielen Dank, Sie haben uns sehr geholfen. Pelipa? Komm, Michael. Das Glück können wir Hapu und ihr Pampros in diesem Haus antreffen. Pony liegt zu unseren Füßen. Zeitinsel der Kunde. Bzzz. Lass mal ins Haus rein. Ins Haus rein. Da ist ein Magma. Hey Kumpel, wir sind mit einem Magma ausleihen. Beziehungsweise schenken. Willkommen, kommen, Tisch für eine Person. Okay. Z-Nudeln, große Portion, Spezialportion. Ich nehme meine Z-Nudeln, die Z-Portion. Die Z-Portion hat aber ganz schön rein, dass das auch wieder zu. Auf jeden Fall. Einmal Z-Portion bitte. Tisch bereit, mir nach bitte. So, bitte sehr. Vorsichtig heiß. Wirklich sehr lecker. Die Portion ist ehrfurchtgebietend groß und die Schüssel fast zu schwer, um sie zu halten. Egal wie viel Nudeln, Gemüse man isst, es scheint einfach nicht weniger zu werden. Man hat das Gefühl, gleich zu platzen. Das ist einfach zu viel des Guten. Keine Chance. Jeder weitere Biss ist einfach zu viel. Das macht um 500. Wir uns bald wieder. Das war alles? Ah, immer eine Herzschuppe. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Ja, doch gesehen. Sehen wir einen Starmie. Starmie. Quappo, Quapuzzi. Magma. Ist ja ziemlich alles vertreten, wa? Was? Frechheit. Keine Kämpfe, nichts soll ich hier Akkup jemals bloß entwickeln, wa? Naja. Großer Baum einfach hier voll auf dem Meer. Naja. So, was gibt's hier Schönes? Los, Fleckmon! Fleckmon? Fleckmon, Fleck. Stalos. Das Stalos-Schiff. Pelip! Stalos, der schwimmen kann, nicht schlecht. Hey du, ich sag dir jetzt mal was. Das Pokémon Raichu sieht hier in Alola etwas anders als gewöhnlich. Schon gewusst? Klar, natürlich, ist ja eine Alola-Form. Natürlich ist es so, als findest du die interessant. Aus Höflichkeit. Wie muss sagen, ich habe selbst hier in Alola leider noch keins gesehen. Wenn mir aber ein Raichu aus dieser Region zeigt, dann kriegst du auch was Tolles von mir. Hab ich irgendwo ein Pikachu? Man kann einen Donnerstein nehmen und dann wäre es ja Alola Raichu. Nee. Lucky Punch! Erhöhte Volltrefferquote? Ah, nun Janera, super. Nee. Wer spielt schon Janera? Ja, wenn mit dem Evoliten eventuell, ja, aber ansonsten. Es ist die Lichtkanone! Genifee natürlich gerne gesehen, aber ein Stahl-Pokémon. Ja. War zu erwarten, ob es Akkup nachher lernen kann. Wobei ich hätte eventuell einen Pokémon, eventuell Nachfolger für unseren Rocky. Also Wolverock. Weil ist ja schon ein bisschen eine Glaskanone, nicht wahr? Geht schnell kaputt und so. Ja, so, das schon wieder. Ja, gut, angenommen ein bisschen. Vielleicht gibt es hier ein besonderes Pokémon. Ja, vor allem auch schon, wenn ich dann Ultrasonder, Ultramond als Nuzlocke spielen würde. Weil irgendwie das normal zu spielen, klar, am ersten Mal ist es interessant, weil du siehst alles zum ersten Mal und so, aber zum Let's Play hin, weil eben Let's Play, ja, ist logischerweise langsamer, als wenn du es für dich selber spielst. Und daher, ja, Let's Play-mäßig halt nur noch Nuzlocke zu machen in der Hinsicht wäre schon cooler. Und Randomizer natürlich auch ganz geil, aber ich glaube, bis wir 3DS-Dinge randomisieren können, das dauert noch eine Weile. Ich überlege, habe ich überhaupt irgendwo einen Granbull? Wäre mir jetzt ganz neu. Oh, war noch übersehen da. Das Viech da unten. So, wir gehen aber langsam auch die Dinger aus. Die hier. Also willkommen mal im Kaffeebereich. Was darf der bringen? Ein Granbull-Kaffee.
3 Uhr morgens, ich würde sagen, ja, ich muss wach bleiben. Einen Augenblick bitte. Lala. Danke fürs Warten, ein Grand Bull Kaffee, ganze Bestellung. Wir kochen unseren Kaffee in Polen aus einer fernen Region. Interessant war ferne Region. Kein Name einer bereits bekannten Region. Heißt das Generation Nummer 8 bereits konfirmt? Jetzt einmal pro Tag, Mann. Yantara Sable. Aber ganz ehrlich, bevor es bereits Editionen nach einer Generation gibt, hätte ich dann doch lieber ein Remake zur 4. Wäre mir einiges lieber. Die 4. Generation war damals sowieso ein bisschen speziell. Ich meine, waren die ersten Spiele von DS, also quasi die ersten die ersten Handheld 3D-Abenteuer, wenn man so will, auch in der Grafik und so. Und es gab damals bei Diamant und Perle, die in Japan erschienen sind, natürlich bei der Hype groß und so, gar kein Thema. Aber es hat ja gedauert, bis sie zu uns kamen. Allein schon aus dem Grund, weil es relativ viele Bugs noch gab. Man konnte sich da irgendwie... Was? Ja, es gibt noch relativ viele Bugs, sogar solche, mit denen man sich durchglitschen konnte. Beziehungsweise sogar... Ja, Orte, wo man halt damals, glaube ich... Darkrai brauchte man ein spezielles Item für Shaymin und Arceus natürlich. Und da konnte man sich irgendwie durchglitschen. Aber seit mich erinnert, hat man die Bugs damals gefixt, bevor die Spiele nach Europa kamen. Generell außerhalb Japans. Aber damals natürlich mit den Droms und so, kann man dann relativ schnell noch das Ganze nachspielen. So, ich überlege gerade. Ich habe in meinem Team natürlich nirgends einen Drache drin. Noch nicht wohlgemerkt. Frubal, den Ticken davon, hätte vielleicht einen Grambull nach. Ne, braucht einen Grambull dafür. Weil umgekehrt. Das war voll scheiße. Ich hab ne Meise. Ich find das voll scheiße. Zenitstürmer. Wieso kommt das? Hä? Dracometeor, Zenitstürmer? Habt ihr was für Drachen hier oder was? Ja, wieso ist plötzlich hier von wegen, Zenitstürmer beibringen, das ist gar kein Rayquaza. Was hat das auch mit Drachen zu tun? So, oh, sind ganz fiese Dinger. Steinkante. Oh, die wären im Gegensatz noch cool. Fokusstoß trifft eh nie, außer beim Gegner. Wir wissen es ja. La la, wir wissen es ja. Ja, 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 ja. Ich will 10 Hyperbälle, la. So. Ja, der ganze Part bisher nur ein bisschen gequatscht, weil noch viel gekämpft und so. Bei Mutter wird sich abgucken und doch erst nächste Folge entwickeln. Das mache ich aber genug Geld. Der Hyperheiler. Ja, das ist doch alles cool. Lul, lul, ich gehe gern zur School. Lalalala. Wie geht's weiter? Ja, Steinkante, Lernbär. Na gut. Es war. Weiß auch nicht. Muss mal gucken, man, du hast schon. Da kommt sicher was Besseres nach. Die würde ich gerne behalten. Anstelle von. Jetzt ist natürlich die Frage, was Steinkante? Wofür ist Steinkante gut? Gegen. Gestein ist eigentlich neutral, aber mittlerweile. Das heißt, gegen Flug-Pokémon, gegen Feuer-Pokémon und hätte das langsam auch schon mal. Wäre gut, Eis natürlich, wa? Brauche was gegen Flug? Ne, ich habe einen Eishammer. Brauche was gegen Feuer-Pokémon? Ich habe den Krabhammer, trifft sich ein bisschen öfter. Also, weiß ja auch nicht, aber Eisbrecher Steinkanne beibringen, finde ich jetzt nicht so sinnvoll. Klar, Fulgun ist auch ein bisschen lame, aber bei Idefix. Quote 80 natürlich bloß, aber ich immer 90 und das schreckt zurück. Durfels sind natürlich Speed, brauche ich. Tarnstein ist auch immer cool. Wenn wir doch mal sagen, Steinhagel weg, Steinkante rein und vielleicht noch was zum Prozentchance erhöhen, weil, ja. Ist doch ein bisschen fehlt. Haben wir ein Item, um die Genauigkeit zu erhöhen.
Bezweifle ich stark. Ich meine, sowieso bis zu dem Zeitpunkt hier im Spiel kriegen wir relativ wenig brauchbare Kampf-Items. Es ist irgendwie alles darauf ausgelegt, dass man irgendwie mit Z-Kristallen arbeiten soll, weil das einzige Sinnvolle ist. Finde ich persönlich ja auch ein bisschen doof. Ich bin nicht so Fan von Z-Dingern, ganz ehrlich. Da fand die Megasteine viel sinnvoller, noch viel cooler. Aber ja, was soll's. So hat halt jeder seine eigenen Meinungen und Erfahrungen und hast du nicht gesehen. So. Ich würde sagen, ein Kampf liegt doch noch drin und ja. Wie der Gegner sein wird. Das hoffentlich gleich erfahren, außer natürlich Lilly quatschen wieder dazwischen. Was habe ich gesagt? Ich werde versuchen, mit Schritt zu halten, Michael. Ich schaffe das schon. Immerhin habe ich ja einen Top-Schutz dabei. Außerdem bist du ja auch noch hier. Wow. Das ist meine Sensoren melden Pokémon und Menschen jenseits der Wildnis vom Pony. Ich werde erstmal ein Pokémon holen. Den Rest dann wohl in der nächsten Folge erforschen. Granbull. Da haben wir unser Feen-Pokémon. Oh, scheiße, da hat... Was ist denn das für ein Level hier? Alter! Okay, gucken, das ist Typ Fee. Da komm ich mit Gift doch gut ran. So levelmäßig gehen die ganz schön nach oben hier. Das gefällt mir nicht. Ich krieg die Gicht. Granbull. Ja, da muss ich wohl dann aufpassen. Gut, wir machen es so. Tauschen wir ganz kurz hier rüber. Und werde mal noch schnell Salamandra heilen in dieser Folge. Plus noch kurz einen E-Metalle ausmachen, weil prinzipiell bin ich jetzt dafür, vor allem jetzt wegen unserem kleinen Akku. Aber nee, und dann ein bisschen doof jetzt. Ich würde ein bisschen zu schnell leveln. Jo, nächste Folge also geht's hier weiter bei Sonne und Mond auf der Insel Pony. Mal gucken, was uns noch alles erwarten wird. Bis dahin, ciao zusammen.